Das ist Zeit für Master Duel hier beim Team Lützeburg Championship. An mir hun haut Neko gained Xenodia. An Silomo gespannt, wann Dexra kommen. Okay, Reboot. Wann Dexra kommen, wat ma dann für ein Matchup bei hun. Am Chat konnte ich schon ein bisschen etwas raushören. Mit Spieler können natürlich auch ihre Decker wechseln. Natürlich, ich weiß nicht, ob das Deck Lunaika benutzt wird. Aber wie die Regeln genau am Championship funktionieren, das erzählt ich nur de Bandika. Dann lehnen wir los. Turnier geht vom 3. Mai bis den 15. Juni, also 6 Wochen lang, wo eng 10 Spieler gegen spielen eng Round-Robin-System. 1v1, Best of 3, die Spieler können flexibel ein Match organisieren, Deck-Changes können während dem Championship gemacht gehen, aber nicht an einem Match geht eine Person. Format vom 7. Mai wird gespielt, und Matcher gehen durch Erik alias Kurai auch auf YouTube kommentiert und abgeladen. Wir wünschen euch viel Spaß beim 6. Championship Yu-Gi-Oh! Master Duel. Okay, wir sind im Track. Allerdings gibt es eine kleine Match-Änderung. Wir spielen heute dann Xenodia gained XYZ, den wir ja schon mal on-screen hatten. Das ist Xenodia kommt neu an die Arena, an XYZ wird nur sein zweites Match Feature. Es gibt technische Probleme bei Nico Corvus. Das heißt, ja, wir haben schnell das Matchup geswitcht. Da gucken wir Nico Corvus dann demnächst ranzukriegen. Falls du nach Lust das Feature zu spielen. Wir wissen nicht genau, was das Problem gerade ist. Und wie gesagt, da sieht er halt am Laufe von der Wochen, ob dann du sich nach etwas steht. Wir haben noch ein paar Spieler nicht präsentiert, die kommen aber dann demnächst auch nach. Und lo warten wir süß nach, ob den XYZ den hoffentlich joinen kann. Ja, Heinz, du, ne, natürlich funktioniert dann nicht alles. Okay, XYZ ist auch dran, da warten wir auf Standby. Und da kann es schon losgehen. Ich gucke einfach schnell, ob den XYZ sich löscht. Wir sind rum ob Killertune, aber wir werden im Matchup gesehen, den geht ein interessanter Pile geht. Und zwar Jurak. Oha. 60 Cards, die HK High am Team Lützeburg Championship. Ich bin gespannt. Leute sind on Standby. Und wir sprangen do all Moment ran. Und es geht los. Let's go. Viel Spaß bei diesem Match. Man hat natürlich der kleine Umwirkung, dass Lo auch Killertune einen Hit kassiert wird. Wir spielen Lo Neiban löscht. Und bei der ist Overtake halt auf Endgang. Und ja, das wird Deck natürlich unter Consistency ein bisschen hitten. Geht ja auch natürlich direkt los. Q, Arotterie schon an der Starthand. Also Full Combo ist eigentlich gegeben. Aber du kannst eine Erstblossung gefühlen, auch wenn sie nicht relevant ist. Aber boah, irgendwo muss ich sagen, Handtrap hat losgegeben, der Deck. Das ist halt das größte Problem bei Killertune. Du hast bei den Handtraps, aber du musst halt dummer nicht, ne? Das ist halt problematisch. So, ich denke kurz halt löscht ob. Jetzt zu gucken, was für Handtraps man dann danach so gesehen. Also vorwärtloses persönliches Stammdeck an Dominus Impuls sowie Imperm. Pur gut Handtraps sind aber dabei. Echt ein Pile-Deck, das die Sportbreakers sind vielleicht auch an dem Deck dran. Was ein Problem gegen Killertune ist, ne? Weil Killertunes spielen zwar gut durch Handtraps, aber nicht so gut durch Boardbreakers. Mal gucken, ob Killertune Endboard durchgeht. Wir gucken eigentlich auf die Hand. Okay, dann ist schon ein bisschen Information dran. Ryuge ist auch dabei. Aber das verrät es leider nur nicht so viel, weil auch den Spieler gesagt natürlich, dass wir hier 60-Card-Pile-Deck spielen. Und ja, da können natürlich noch viel mehr Engines verstopft sein. Und ja, das will ich mal nicht so. Wir banishen allerdings, okay, den Searcher für uns 2 Drachen zu kommen. Und ja, den Fieldspell Shamed Top-Deck zu sehen. Okay, wir gucken da auch. Oh, Impuls ist tatsächlich auch
an der Hand. Wir haben Malicious schon. Ich weiß gerade nicht, wie viel Malicious hier am Master-Duel ist. Okay, ich konnte leider auch nicht schnell snacken. Da kann ich erst schon nicht so. Aber es scheint so, als hätte man zumindest Combo-Starter an Extender. Okay, natürlich der gewinnt den Killer-Tune. Tour High. Hat Maker, den sich nachher die eng oder einer KTS-Sicht. Und dann wird das wahrscheinlich auch schon zu Ende. Allerdings als Impuls-Novellen kein schlecht Kartlo. Die funktioniert nämlich gegen KTS ähnlich wie Ash Blossom. Sie kann Negate gehen. Okay, wir extenden weiter. Gut, wir wissen ja natürlich, dass auch kein Nip auf der Hand ist an ein Non-Engine noch existiert und der Rest ist halt alles Engine. Theoretisch könnte man Sportlo besser abbauen. Das ist halt der Viertel von Killer Tune. Ne? Du kannst halt, nur dem du den Knowledge vom Top-Deck an von der Hand tust, mit groß oder mit Klangboard halt bauen, je nachdem, wären Gefahren dann am nächsten Tour, ob der Schlaueren. Mit 2 KTS an der Hand, ist auch die engen Impuls natürlich irrelevant. Du hast natürlich froh, gehen wir wie dich direkt für Seilen oder machen wir einen Remix. Wir bauen einen Remix, okay, der Tisch mir hören Access auf weiter Synchro-Summons am gegnerischen Tour. Okay, JJ Cool-Tune get aktiviert. Könnt eng weiter normal? Nee, aber anscheinend ein Tribute-Summon für einen weiteren Tune aus dem Deck zu rufen. Das müsste dann Lo Rico gehen. Und dann hätten wir es auch nach dem Clip. Und dann hätten wir eigentlich alle Interruption, die wir am gegnerischen Tour nutzen können, enabled. Da mussten die Karten natürlich nicht mehr nach richtig ausgespielt gehen. Da besteht natürlich das große Problem bei den Killer-Tune-Spieler, dass der Deck nicht so einfach ist zu spielen. Also, alles zu wissen vom Deck ist halt der große Vierteil beim Gegner. Da musst du aber auch den Interruptions richtig timen. Das ist etwas, was dem einen oder anderen ein bisschen schwer fällt. Ich weiß gar nicht, für was die Karte so verpackt. Interessant, haut geht vieles schief, nicht nur bei gewissen Spielern, aber auch am Casting Room bleiben Karten ein bisschen hängen. Ja, Digitalkarten sind keine Normalkarten, die bleiben natürlich nirgends hängen. Aber da gibt natürlich beim richtigen Spiel auch noch ein paar Probleme. So, 2 KTS sind eventuell Set, Clip an der Hand, Omni geht Feld und dann noch den possible weiter Effekte mit Remix. Vielleicht ein Handtrap noch zurück auf Tantüllen oder so. Da gucken wir mal, ob wir da durchspielen können oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir aufhängen mit Misk auf den Friedhof zu dumpen. Oh ne, wir haben natürlich einen Todesdraw. Wir haben Mulchami noch gezogen. Okay, da go die andere Engine Card in der Deck gelöscht. Mulchami effektiv natürlich ein guter Counter gegen das Deck. An Lost 4 könnt halt den Impuls geflohen. Ja, sie könnt geflohen. An Doma da. Wir sind zwar an der Main Phase. Das heißt, wenn wir als Synchro-Summons wollen, Lo aktivieren, dann ja, muss man natürlich mit RS Lo reagieren. Und ja, der Mulchami könnt durch, aber wir können die echt zusammen dodgen. Okay, Misk auch als Quick Effect aufgeheilen. Interessant, alles bleibt in der gleichen Chain. 4 vermeiden wahrscheinlich nur die Seelen, den eventuell die nächste Summon Ass zu stoppen. Der wir natürlich nicht vergessen, RS seht nicht, dass sie einen Tune aus der Handkabel nutzen. Natürlich, wir brauchen natürlich auch nach einem Monster zum Feld. Ich weiß nicht, was Targets sind. Wir haben einen Rico. An Lo, wo man natürlich die komplette Hand als Knowledge zählen. Natürlich einfach immer rum, Hand, No. Ja, das ist so das größte Problem hier. Für all Sachen, die man nur nach A2 kriegen, können wir einen Karte sehen, ob das vom Dino-Spieler. Und das kann natürlich extrem interessant sein. So, lo haben wir natürlich Loudness vor als Targeting Protection. Und die groß froh ist. Wir sammeln dann vom wahrscheinlich nach einem Clip. Also wir adden als Clip, das sammeln dann für dann mit RS ein Clip Sailen zu gehen. Potenzielle Play.
kann aber auch natürlich etwas ganz anderes das geschehen. So, ein weiterer ROG-Karte wird Spiel verlos. Lo aktivieren wir Misk. Für den echten Dino zu bringen. Jurak Dino. Ja, ein Deck, was Boardbreaker kann. Du rief den sogar Monster, was vielleicht um einen Nintendo-Channel extrem interessant ist. Nämlich der Bowser. Ja, gibt es Jurak-Monster, was ausgesehen wie den Bowser. Also wirklich Super Mario-Bösewicht. Und der sprengt halt das ganze Feld. Und wie ich schon wieder gesagt, Boardbreakers sind relativ effektiv gegen Killer-Tune. Interessante Matchup, weil wenn man Seelen will kommen, kriegt natürlich als Spieler auch nach eng weiter Karte gezogen. Wir haben als Interruptions allerdings am Moment ein bisschen zurück. So, Loudness war banished natürlich lo ein Karte für Effekt zu kommen, das Rico für den Fieldspell halt hitten. Da muss ich natürlich aufpassen, mit den Fieldspell, ich kenne den nicht so, aber wenn die zerstört wird, hoffentlich, ja, heute kein Effekt, aber das scheint nicht so zu sein. Der Killer-Spieler weiß schon, was er möchte. Und da bleibt es mit der letzten Handkarte. Wenn wir nach an den Link Kuribo können gehen, können wir also einen Tyranno trotzdem sammeln. Dann hast du natürlich die große Frage, geht die Lo gerne an Seelen für Tyranno sammeln oder den Tyranno-Effekt später dann zu negaten? Oder geht nicht lo ein bisschen cocky? Okay, ich gesehen, es ist gerade natürlich, geht der Level vom Dino auch an Blut. Warte kurz geboostet oder was war lo last? Okay, wir gehen trotzdem an eine Art Link sammeln. Ne, ein Synchro sammeln. Okay. Oh, okay. Dann wird RS ja lo ein bisschen kontrollieren wir mal schnell. War das wirklich RS, den den Effekt aufgesetzt hat? Ja, 500 ATK bei 1700 oder Mana geht natürlich den Level im Drop. Das ist den Hornet Brute. Als tatsächlich kommen, wenn es RS, die nach dem Feld war, sonst hätte ihn den natürlich nicht könnte sammeln. Und ja, du macht Ass. Den Dino-Spieler zwar noch nicht ganz durch und hat es aber gepackt, tatsächlich sich weiter abzukämpfen. Und fand schon nicht weiß, ob ein Tyranno durchgeht für den nächsten Tutsi, weil theoretisch wurde der Killer-Tune-Spieler der komplette Follow-up durch KTS. Und scheint auch den Tutsi überleben. Ja, da muss man dann gucken, ne? Das bleibt natürlich dann ziemlich interessant. Und ja. Denke nicht, dass viel Hoffnung ist für den Dino-Spieler. Okay, logiert natürlich auch nach anderem Mainface KTS aktiviert. Ein Clip wird geaddet und dann gehen wir wahrscheinlich an ein. Nee, mir ist schon der Follow-up schon. Okay, an der Reihe. Wenn ich richtig geguckt habe, war doch normalerweise Double Q auf der Hand, oder? Also, Remix hat doch auch ein Q geaddet. Man wird dann ein Rico. An die Anna Q an ein Loudness War gemacht. Ja, genau. Okay, nee, dann haben wir eng Unknown Card, Qlo als Top-Deck und noch eng weiter, eventuell Non-Engine. Ja, Q kann natürlich direkt auch Bossmonster reviven. Das ist also ein Tyranno. Müsste noch nicht wie allzu viel. Und trotzdem mengnisch der Quick-Effekt, dass ein Monster zerstellen kann, für das Monster zu bucken. Muss es aber ein anderer Sinn. Ja, kennt sich selber auch zerstören, wie es scheint. Das heißt, wenn man das richtige Timing haben, können wir eventuell Board ein bisschen weakenen. Aber ich weiß auch noch nicht, wie weit wir kein RS mit Q gesammelt tun, weil wir mehr stark wie den Tyranno sind. Wir können den auch negaten, wenn er als Bucke will. Und Jura-Karte sind auch nicht live. Okay, du hast RS. Nach mir stark wie 4 drin. Und ja. Kein weiterer Effekt mehr um Friedhof. Ja, probieren wir natürlich den Bug-Effekt. Der geht natürlich mit RS negated.
an ich denke, der Killertune-Spieler weiß, was er möchte, und wird halt dann auch den Win wollen. Theoretisch fehlt halt nicht mehr nach einem Mix für Remix zu bauen, und dann haben wir 8000 Angriffspunkten an der Gegner Keyboard mehr. Das ist natürlich pro Instant Scoop oder Vertrauen. Also die nächste KTS wird aktiviert. Wir sehen schon als ein weiter Q. Wenn man low Loudness vorspiele, für dass den auch ein Boost kriegt. Ja, genau. Also each Q to Loudness War you control gains 3-3. Ja, wir gehen viel nach einem Maker. Das ist eigentlich ein bisschen overcommitting. Ich hoffe, dass der Spieler lo weiß, was er möchte, und sie scheinen nicht lo den OTK versaut. Auch wenn es vielleicht nicht viel ausmöcht, weil ihr wisst nie, was für ein Monster du noch gezogen hast. Okay, lo man eigentlich das Deck gesucht, mit einem Droll noch, und mit einer Droll machen wir eventuell nicht mehr. Ein Teil von vielleicht nach mehr, ein Teil von kann natürlich auch gestoppt gehen von Monstern, die als Synchromaterial benutzt gehen, und dann ist es halt sowieso River. Ja, also es scheint nicht so, wie wenn man nach Loststunde Seelen zu bauen, an das ganze Teil so zu machen. Ne, wir stecken also in RS nach mit einer weiteren Synchro zusammen. Wir sehen die HKR Crackle. Ja, ein Kart. Am Anfang ein bisschen gefahrt, die neue Kastierer-Karte. Aber muss in ehrlicherweise zugehen, dass sie nicht so gut könnt. Sie kann natürlich an Gegner extra da gucken, für die Informationen sich auch nachzuholen. Aber könnt nicht so oft für Back-to-Back als der bessere Support so eine Schmoll für das Deck. Und damit gewinnt Killertune 1-0. Interessantes Match. Trotz dem Oppressive Board konnten Zenodia halt trotzdem alle seine Karten ausspielen. Wir haben natürlich das große Problem, dass es halt keine Zeit gibt, aber man keine Boardbreakers am Deck und dann geht natürlich noch mehr problematisch. Bei 60 Cards hast du natürlich auch das Problem, dass du halt den Non-Engine musst mit groß erweitern oder so, oder auf Non-Engine ganz verzichten, ne? Weil so oft sind die natürlich auch nicht. Dafür will ich ja echt mit Klangdeck spielen. Für mich oft halt auch die Non-Engines gesehen, die der Gegner dann steuern wird. Aber Bob, Spieler sind sich eins gehen, wen als nächstes aufhängt. An mir sprangen dann lo auch ran. Game Number 2, let's go. Zenodia fängt an. Der Tisch spielt Sinhailo, Dino-Combo. Mal gucken, ob das Unbreakable Board aufgestaltet oder ob Killertune eng Antwort auf das Ganze tut. Wie war immer Killertune Tippelet, es sind dort den OCG gewinnt, da ist das Deck so. Das ist aber eigentlich Cool-Tune. Die Nummer ist ein bisschen mehr umständlich. Das war besonders von den langen Zeit, die der Deck schon gespart wird, wo es am OCG da war. Und ja, wir sehen halt tatsächlich Monster mit enger Scale von 0. Das tun ich auch noch nicht erlebt. Pendelmonster sind nicht so meine Lieblingskarten. Und ja, die ganzen Scales und so sind auch ein bisschen verwirrend. Aber Ryugi, ein von den modernen Pendeldecker. Nie wirklich Play gesehen, dafür aber cool vom Zenodia, dass sind halt als ein an die Welt von den Monster ranhält. Ja, für als Pokémon-Fans, die halt regelmäßig auch vielleicht Booster-Openings sich angucken oder selber auch boosteren, ob man Ryugi sind Gen 3 Legis. Ne? Wir haben Kyogre umfeld, Rayquaza. Gibt natürlich noch ein Rotmonster, was dann an Groudon erinnert. Und ja, der Teil kann den theoretisch als Arceus bezeichnen. Ja. Wie gesagt, ein kleiner Hommage. Und so Gen 3, Gen 4 Legis oder allgemein Pokémon Legis. Es gibt weiter Decker, die sich ein bisschen um Pokémon-Thema orientieren. Und ja, so sind wir wahrscheinlich am Master Duelo nicht mehr. Nennt sich Pearly. Und geht die ganze Evolution von den Evolis durch.
Auch ein ganz cool Deck. Auch super stark, ne? Auf Full Power. Ball unstoppable. Und ja, wie gesagt, eins zu heute in das bei Yu-Gi-Oh!, dass pro Karten sich und Popkulturreferenzen oder andere Franchises halt orientieren. Und das geht auch, also express so gemacht. So, Varudras Umfeld, Omni-Negate, den auch etwas zerstören kann, aber wenn er selber zerstört wird, dann kann ihn noch etwas zerstören. Also wirklich 3 Interruptions an einer Karte. Wirklich, wirklich ein cool Karte, schon die dicke. Und ja, so sehen wir natürlich auch schon Nip-Proof oder diverse andere Handtraps, die noch können kommen. Ob in Nibiru ein Killer-Tune spielt, echt dann nicht. Froh ist noch immer, ob Nibiru an dem Format überhaupt relevant ist. Aber am Moment haben wir Nibiru halt auch noch nicht gesehen hier am Team Lützbisch Championship. David vergessen nicht, die 55 Matcher, die gespielt gehen, haben wir natürlich nicht alle gut umschirmen. Kann natürlich auch gut sehen, dass an dem Turnier ein paar Nibirus schon geflogen kommen. Aber on-cam ist das noch nicht der Fall gewesen. Es scheint auch so, wie ein Spieler hier Decken nicht allzu oft ändern. Und ja, gut. Mit den Jura-Karten weiß ich schon nicht, wer den du noch als Board abbaut. Normalerweise endet das Ganze um Friedhof. Mit dem Access dann ob den Jurak Meteor, den dann ganz Feld sprengt, wann nicht mehr geht. Und auch Trio-G-Karten mangeln mal und nicht wie die nach do oppeleiern. Die Engine ist halt auch nicht so gut, aber für Dinos ist es vielleicht relevant, weil ihn halt easy ein paar Dinos kann rauscheaten. So, und da bauen wir nach Eisen Astero. Ich meine, der ist den tatsächlich den Effekt am Friedhof kann resolven. Aber wir haben sogar einen Jurak Field Spell. Am TCG haben den ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Kann aber gut sein, dass den Higher Master Duel mich relevant ist. Wir können jetzt den ja auch gerne in der KU gucken. Wir können Dino-Monster zerstören und dann ein Jurak-Monster vom Deck specialen. Also ein Follow-up ist das schon. Wird den Effekt auch nur benutzt. Und wenn ein Jurak-Monster zerstört wird, können wir banishen. Ein Dino banishen von einem Friedhof. Okay. So sind wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Shenanigans am Deck dran. Interessant Karte, aber ich kann den Jurak-Deck halt auch nehmen mit dem OTK. Wir brauchen nur noch einen Dino-Level 4 herauszubaiten, und zwar den Soul-Eating Oviraptor, den dann natürlich nein, Dino, also Tyranno-Combo labelt. Das ist mir auch irgendwie. Okay, ein Missgeschehen tatsächlich Higher Master Duel. Ob maybe nehmen zu sehen. Das ist natürlich kein gut Nachricht für mich. Ich bin kein Fan davon. Und ja, wenn der Misk natürlich aktiviert wird, kann ich natürlich auch mit Nibiru kein Dinosaurier mehr forttributen. Varudras ist zwar Würm-Type, das heißt, der wird zwar fort, aber ja, Nibiru gefällt halt auch easy in die Gate gehen. Und als Dinos sind auf jeden Fall von den Effekten geschützt, aber wir sind sogar ein Jurak Trap Card. Wo sind wir aber gespannt. Wir konnten den Effekt von der Karte nicht lesen, aber interessant, was Lodo um Bord leidet. Ich werde halt auch noch Access auf ein weiter Exit 10 oder wie war steht los, wenn man die gleich do um Terra kann Killer Tune das Board brischen. Es gesagt im Moment noch nicht nur allzu viel aus. Könnte auch ein Impem geflohen, die Hummer ist halt gehalt. Für Lo Varudras direkt mal rauszubaiten. Dann eventuell nach einem anderen Boardbreaker zu spielen, mit Killer Tune oder zumindest die Liste, die Erschei im Schirmhuhn spielt kein. Ja, also gesagt, nicht so gut aus wie der Killer Tune Spieler. Der Schwenge mit der Engine allein können den Lohn nicht so durch das Board. Auch weil Varudras schon benutzt gehen, also an die Gate gehen, als der Boardbreaker am richtigen Moment kennt Killer Tune oder Fuel Tune bei stoppen. Was Hummer Engine. Okay, wir müssen mal Duelist Genesis aufhängen. Der geht aber geasht. Mit der Hoffnung, dass das lo
Deck stoppt. War vielleicht auch nicht mehr Bait. Das sehen wir nur gleich. Ja, das war Bait. Wir holen natürlich die bessere KTS als für den Moment abgehalten. Dann ist aber immer noch froh, ne? Das war natürlich eine dodige Karte. Wir haben so gegen den Ash getradet. Da muss man natürlich gucken, können wir mit einer Q das richtig herausbrechen. Okay, wir haben einen Rotary Starthandtisch. Wir können als Normal Summon auch vervielfältigen an. Sollte Boardbreak geschehen, geht das dann nicht End von der Welt sind. Das hängt aber auch stark von der letzten Handkarte auf. Ob man halt nach durchspielen können oder ob es tatsächlich beim Boardbreak zu Ende geht. Rico kann er natürlich nur noch sammeln oder besser vielleicht an diesem Fall Mix zu sammeln, die dann eng Rico auf die Hand kriegt, weil dann haben wir als gut Normals nach immer auf der Hand und da kann den Dino-Spieler halt nicht mehr viel machen. Sind ich wirklich gespannt drüber. Q wird gesammelt. Rico wird gesammelt an was ich schnell ist dann wahrscheinlich als Normal sammeln. Wobei, Asterox, mal einen Effekt könnt. Den sogar Negate Effekt hast. Once per turn, when your opponent would special summon a monster. Nee, opponent's turn. You can banish 2 Durak monsters from your graveyard. Nee, also, okay. Summoning Negation. Ist ein bisschen verwirrt, wie war das funktioniert wird. Oder wo mein Q4 gewesen mit Rotary an einen Rico genommen? Das ist hier gerade verwirrt. Okay, das scheint auch kein Once per Turn zu sein. Oder Once per Copy. Dann war es schon clever, halt, die zwei Astero Feld zu holen. So, wir haben JJ Cooltune als Lash-Card. Das heißt, wir könnten theoretisch nach Access auf Mix holen. Ich meine, dann ist aber Zeit für also Boardbreak, respektive vielleicht als Trap-Card, die dann eventuell noch einen Effekt hat. Ich denke mal, das sprengt Board. Ist ein Mix Gayflow an der Theorie nicht mehr durchgehen. Für halt durchzuspielen. Der Lockner ist übrigens dann natürlich auch an Only Tuners, natürlich ein Typhon oder einer So-Karte kann man als natürlich dann nicht auf Feld rufen. Also muss man quasi nur Follow-up gesehen oder irgendwie Möglichkeit tun, an ein Synchro-Summon zu kommen. Ich denke nicht, dass du noch viel geschieht. Sicher ist ein Rico. Bauen vielleicht ein Remix, eventuell ein RS. Mehr auch ein RS. Kann nicht viel machen, weil den große Bowser kann natürlich auch an der Battleface kommen, wo RS natürlich keinen Effekt hat. Also gehe ich mal von aus. Das heißt zwar noch ein bisschen geschwommen geht, weil in den XYZ High aber auf langer Hinsicht da go los sind. Ja, den Eisbär als Logo umgestoßt gehen am Titanic, also um Sinken. Ja, okay, wir gucken uns ja trotzdem an, obwohl Game on Board ist, also theoretisch muss man keine Karte mehr ausspielen, warum das an Ugriff an wir greifen mit 8000 und das wird halt auch geschehen, am wir holen Game 3. Okay, wir gehen aber trotzdem noch ein bisschen übertreiben. Wir aktivieren Misk. Einfach für ein bisschen nach Zeit am Feature zu holen. Also aber wirklich nicht minetisch. Und ja. Ich weiß nicht, trotzdem gehen wir ein Full Combo durch. Vielleicht eine Lieblingskarte, die ihn ausspielen will. Oder mal den finishen will. Das geht es ja auch. Nein, gerade den Tyranno fällt, aber nee. Na, kurzer Prozess. Astero. Das ist dafür, dass wir Game 3 holen. Let's go. Ja, eine spannende Party, ne? Du gesagt, auch so Decker können da immer mal damit mitteilen, weil
wie gesagt, Killer Tune oder Kill Tune spielt halt auch extrem schwer an Boards ran. Das ist nicht so einfach mit dem Deck. Und dadurch konnte sich natürlich den Dinosaurier-Spieler sich einen Win holen. Lo ist natürlich die groß froh. Wen fängt an? Wahrscheinlich den Q-Tune-Spieler. Und kann den Zenodier das Deck stoppen. Das ist so interessant. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Spieler meinen sich natürlich Brett, ne? Natürlich gibt es wie immer diskutiert, wen will aufhängen. Wir wissen nicht direkt, wen der Cointoss gewinnt. Und natürlich muss ihn du sich dann aufschwätzen, ne? Wenn man so nicht keine Methode, dass ihn halt wählen kann, wen aufhängen, da wen nicht. Und ja, das geschieht im Moment. Und wir sprangen ran an das nächste allerletzte Match für Haut. Viel Spaß. Zenodier geht second. Also hat hier in der Cointoss zwar gewonnen, muss dann aber Fair Sportsmanship-like dem XYZ der Viertritt gehen. Wir fangen mit einem Fuvalos und das ist relativ gut, weil du musst natürlich entscheiden, will jemand Overtake specialen oder lieber danach dann adden an einen Draw Mana kassieren. Das wären dann theoretisch 2 Draws für Full Combo zu holen. Kann ich natürlich auch searchen und bei engem Draw bleiben. Hängt natürlich immer stark von der Hand auf. Wir haben eine Karte gezündet, ich muss im Even. Fuvalos hat den Job quasi erledigt. Und lo all weiter Special Summon Ass natürlich Bonus. Und die große Froh Ass wird der Killer Tune Spieler will es dem Zenodier nach einer Karte schenken. Nee, Chainsaw, als bleiben wir bei Clip. An Setten-Karten oder? Wir haben nur 2 Mal mit Rotary geopend. Haben wir das kein Rotary da. Bei Valrico Clipsicht. Gehen wir aber mit Q ran. Okay, Q ist auch noch kein direkte Play an Fuvalos ran, weil wenn Q-Effekt aktiviert wird, können wir immer nach Milchgate holen. Aus der Hand zu specialen. Oder vom Friedhof. Friedhof leider allerdings gerade nicht. Okay, wir gehen mit einem kleinen Board an die nächste Runde ran. Und das sieht nicht gut aus. Außer wir haben natürlich nur noch 3 Handtraps da plus Clip. Da können wir natürlich noch 5 Interruptions rausholen. Aber wenn Mist kein Schafflit, das ist natürlich bei Dinos ein bisschen schwierig. Die sind nämlich nur bis zur. Nee, oder nimmen an der Mainface manchmal an Effekte, an der Mainface ähnt. Mal kurz drüber kommen, so lange ist die, also schon die Karte auch so lange nicht mehr gesehen, durch das Mainface. Okay, ja, also an dieser Mainface keine Chance, Dinos irgendwie zu steuern. Tisch, wenn ihn das nicht berücksichtigt, kann ihn theoretisch sogar pure Handkarte verlieren, am Minus gehen. Das ist natürlich noch ganz schlimm. Nur natürlich das Glück, dass wir Clip holen an Rico, die eventuell Backrow snipen können. Und der Plan ist vielleicht auch an einen lauten Sword zu gehen, für dann auch ein Sweet Backrow zu hitten. Wir tauschen als Karten neu aus. Also, das sieht nicht gut aus für den Killer-Tune-Spieler. Extrem interessantes Match, weil den Goliath anscheinend, ja, vom David gerannt geht. So, zu der Combo von den Dinos kann ich ja schon nicht ganz viel erklären, aber die Ryuge Engine sieht immer gleich aus wie scheint den schmengenden Pendelmonster geht sich nur den Fieldspell sichern. An der Fieldspell kann dann natürlich die Monster rufen, aber du könnt Cliplo an mir gesehen, was dann den Killer-Tune-Spieler rufen will. Geht es an einen Synchro 8, muss by the way ein Tuner sein. Also Synchro-Monster selber, ne? Das ist zum Beispiel ein Rose Dragon oder ein Stardust wäre halt auch keine Option. Und ja, Starfrost macht auch nicht viel Sinn. Mir geht vielleicht an einen RS. Ja, Crackle denke ich als echt auch keine Option. Ja, Chain den RS zu gehen.
Das Timing ist natürlich ein bisschen schlecht, außer den Vielspell Gött geplaced. Dann wäre das Timing genau richtig für Matt Rico, den Vielspell dann schon mal zu hitten. Da haben wir natürlich immer noch das Problem. Ein RS kann auch nicht mehr an der Mainphase negaten an. Wir haben dann auch natürlich keine Möglichkeit, wie Dino-Plays abzahlen. Die Möglichkeit, die wir halt tun, das sind wir auch gerade mit Megalo, den Low auf Level 2 abgestiegen ist. Aber wir haben auch für Drucke sind, dass das nicht unbedingt ein Problem ist, weil den Zenodia ab den Moment wahrscheinlich viel bereit ist und dadurch extra auch Level 6er an seinem Deck spielt, die ihn dann synchronisieren kann. Was auch interessant ist, wenn ihn zum Beispiel Decker spielt wie Elf Note, wo ihn dann eventuell irgendwann durch Back-to-Back auf Level 8 könnt, dann könnt ihr an der Theorie Vampire auch am extra Deck spielen, für den Fall. War nicht geschieht. Kann ich natürlich so ein bisschen gamblen an dem Format. Das ist interessant, weil Level-Manipulation am Format dran ist, so mir quasi auf die Hand geht. Und kann man quasi auch specialen. Ich meine, Trio G-Engine besteht aber hauptsächlich als Würmmonster, dass die können wir stoppen. Aber das scheint auch nicht laut Schlüsselkarte zu sehen, für dass das Deck halt performen kann. So wie wir noch gerade durch Clip eine Karte verloren, das scheint aber auch nicht so wichtig zu sein. Astero Hummer gesehen, Gött mir oft gespielt. Das weiß den XYZ natürlich auch. Er hört ja mit Crackle auch gesehen, dass was am extra Deck lummert. Und Lo haben wir tatsächlich gecrashed für den Bowser-Play zu enablen, oder? Komischerweise haben wir natürlich Lo als Unaffectedness abgehen. Und das haben wir anscheinend gemacht für. War das Lo ein Missplay? Ich weiß es nicht genau. Das ein bisschen nur Missplay gewirkt, mega Meinung nur, weil RS ist natürlich nur im Live, was keine gute Idee war. Also, das hat gut angefangen und dreht sich wie es scheint, aber in die falsche Richtung. Ich verstehe den Play von der Battleface nicht. Ich hatte im Moment gedacht, okay, dann triggert Megalo oder irgendein Jurak-Monster für dann den Board Wipe zu bringen. Oder du willst halt mehr Dinos hier mit Missgab es auch nicht zu rufen, um Board zu holen. Gut, das Setup ist immer noch da. Ich meine, der Jurak-Setup ist noch da. Also minimalistisch Board, aber kann natürlich auch ein bisschen gefährlich gehen. Wir haben dem Killer-Tune-Spieler ein Tour geschenkt. Das wollen ihn einfach. Also, eigentlich willst du das nicht tun. Lo wäre natürlich extrem enttäuschend, das Shirt waren Killer-Tune, diese Scheide Win-Snack. Natürlich Respekt an und XYZ, den halt gepackt hat, W oder Kalm zu bleiben, an nicht early zu scoopen. Ne? Kann ich auch sehen, dass ihr gesagt habt, man Mist gesagt, ich kann gegen Dinos lo nicht mehr machen, mein Board ist auch nicht gehen. Das wird gewährt, den killt mich an der nächsten Battleface. Aber immer schön aufwarten, nicht zu frei scoopen, immer mal gucken, was möchte der Gegner. Hatte ich auch schon so Situationen. Ne? Ich hatte zum Beispiel gewisse Targets mit einem extra Deck. Und du hast den Bowser. Guck dir, stell mal an, ne? Du siehst wirklich aus wie den Bowser Full Super Mario. Also. Und alle Nintendo-Fans, die hier auf die Blitze verschlungen waren. Kult Easter Egg, ne? So, der Boardbreaker könnt. RS wird wahrscheinlich nur aber. Anschreiten oder geschieht da nicht? Muss man den Boardbreak so? Rico wird sogar gestoppt. Nee. Bowser probieren wir natürlich zu targeten. Ich natürlich noch nicht, dass der Effekt ganz negate ist, weil die Set-Card kann immer noch Jurak Meteor eventuell Wäschraum, die für Destroy All Cards oder Filter. Ja, und Doma das schon geschieht. Ja, okay. Mona ist so interessant, weil Mona negate tatsächlich den Jurak Meteor. Aber den Board Vibe kann man nicht abhalten. Ja, und Bowser Go natürlich Umfeld schon negate.
weswegen nicht triggert. Die Mona kommen aber auch ganz gut, weil die 2 Damage natürlich auch als gut kommen. So wird Killer Tune natürlich viel mehr Einfachheit. Und die Katze direkt vor. Wo man nach einem Mensch geht es normalen. Oh, wenn man low Rotary sichern. Aber wir hätten theoretisch noch etwas auf der Hand. Sie wird nicht mehr einen Level 3 Handtrap. Dann geht es extrem LL. Okay, los, die groß froh. Was ist die letzte Handkarte vom Zenodia? Ist das Lo River High? Oder wo man noch Play? Weil in Saalen geht es zwar nicht dafür zu killen. Wir müssen noch kein Seelen bauen. Wir können auch eventuell noch einen Rico kommen. Allein weil wir eine Handkarte tun, können wir ein KTS an irgendeinen Mix oder ein Rico adden. Und dann hat man theoretisch Access auf ein Monster, was stark genug ist, für die 3 Endo zu killen. Ah, okay, das ist der Rayquaza, den wir vorher schon gesehen haben. Ja, okay, ein dodische Karte. Dann ist das mega Meinung nur ein bisschen schlecht gespielt gehen. Aber ich gehe mal von aus, dass ein Dino-Spieler wusste, was er möchte. Und ja, nur haben wir natürlich. Hi. Die Großfroh. Aber dazu anbringen. Mit JGQ-Tune wettet allerdings kein Problem sein. Ein mixtes Summonen-Lo geht durch. Für dann an der Battleface den Final Blow zu machen. Oder kann in die Bowser vielleicht Nachrenker rufen. Als das Teil das Problem. Kann natürlich Sinn. Ich weiß es nicht. Nicht allzu lang war der Deck auch am TCG relevant. Aslo ein bisschen mehr. Ja, verschwonnen. Aber nicht durch irgendwelche Spannlist-Hits. Ne? Also theoretisch kann ich das Deck noch einmal spielen. So wie bislang gespielt gehen hat. So, und du hast den 5. Hänger. Pack den nicht nur zu finishen. Oder hol mal nach einen Effekt. Nehme okay. An damit geht es im Match und ein XYZ und als ein Cool-Tune-Spieler war ein Match. Also, ich weiß nicht, was du am letzten Tour schief gegangen ist beim Zenodia. Ich gehe mal davon aus, dass er trotzdem ein Play gehabt hat und die Battleface ein bisschen zu frei kommen ist. Trotzdem, an die Kommentare kann ich es dann gerne direkt erklären, was da schief gelaufen ist. Ich werde aber relativ interessiert dran, zu wissen, ob da ein Play war, ob du eine Idee da war oder wie war das so über ja, so komisch wie er gelaufen ist. Schön. Interessant Deck. Leider konnte natürlich mit der Meta nicht betalen, aber wir hatten trotzdem ein interessantes Match. Und, ja, so, merci fürs Nachgucken. Bis demnächst.